Untersuchung von der neuen Behörde DOGE unter der Führung von Elon Musk hat ergeben, dass die Hilfsorganisation USAID ist missbraucht worden für Korruption, Manipulation von Medien und Verschwendung von Steuergeldern. Und das hat hier zu einem grossen Aufschrei geführt. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Kalifornien bei zurzeit etwa 19 Grad. Es hat zwar letzte Woche ein paar Tage geschifft, du solltest ja diese Woche, ab Mittwoch, Donnerstag, noch ein paar Tage nass werden. Aber wir können es ja brauchen. Aber zurück zum Thema. Heute habe ich eine ganz besondere Geschichte parat. Es geht darum, dass ein kleines Team von etwa 35 Leuten es geschafft hat, eine riesige Behördenorganisation innerhalb weniger Tage zu durchleuchten. Und damit etwas fertiggebracht, was vorher Regierungen immer versprochen haben, aber nie umsetzen konnten. Nämlich, dass man Teile der Regierung mal einem Frühlingsputz unterwirft. Das heutige Video habe ich in 4 Kapitel unterteilt. Erstens, was ist genau passiert? Zweitens, was sagen die Betroffenen dazu? Drittens, was sind die Vorwürfe im Detail? Und viertens habe ich noch versucht herauszufinden, ob das Auswirkungen bis in die Schweiz haben könnte. Darum bleibt dran bis zum Schluss. Der grosse Aufschrei, das blendet da. Der grosse Aufschrei der Demokraten und der Medien ist ausgelöst worden von einem Bericht von der Behörde DOGE, der aufgedeckt hat, dass das Hilfswerk USAID verwickelt ist in geheime Operationen und fragwürdige Ausgaben, die nicht mit ihrer humanitären Mission übereinstimmen. Der hochbrisante Bericht hat die neue Behörde DOGE veröffentlicht. Der DOGE steht für Department of Government Efficiency. Der Präsident Trump hat die ins Leben gerufen mit dem Ziel, Geldverschwendung innerhalb der Regierung zu finden und auch zu stoppen. Jetzt hat er schlauerweise dafür kein neues Ministerium geschaffen, sondern hat eine bestehende Behörde umbenannt. Früher hat die United States Digital Service geheissen. Und gegründet hat sie der Obama mit einem ähnlichen Ziel, nämlich zu schauen, wo gehen Gelder her und die dort ihre Wirkung entfalten, die sie gedacht waren dafür. Unter dem Obama hat die Behörde nur eine kleine Rolle gespielt und auch nur kleine Fischchen gefangen, bis sie dann spätestens unter der Biden-Ära komplett vergessen ist geraten. Bis jetzt der Trump sie in ganz neue Sphären gehoben hat. Respektive der Elon Musk hat ein Team von jungen Software-Ingenieuren zusammengestellt und innerhalb kürzester Zeit haben sie diesen Laden komplett aufgetunet. Und wer genau ist jetzt DOGE? DOGE ist ein kleines Team von jungen Leuten zwischen 19 und 25 und der Elon Musk bezeichnet die als echte Genies. Sie sind besonders gut im Aufdecken von irregulären Mustern und außergewöhnlichen Abläufen innerhalb eines komplexen Systems. Einer von ihnen ist der Luke. Er hat vor seiner Zeit bei DOGE die Archäologen verblüfft, weil er mit KI uralte Pergamentrollen auslesen konnte. Die sind seinerzeit beim Vulkanausbruch Pompeo verbrannt und man konnte sie nicht auftun, weil sie sonst auseinandergefallen wären. Eine Universität hat dann die per MRI durchleuchtet und Daten auf das Internet gestellt. Und der Luke hat dann mit seiner Software und mit seinen Tools tatsächlich fertiggebracht, die Pergamentrollen auszulesen. Spannend ist jetzt noch, wieso sich DOGE diese Hilfsorganisation als erstes hat vorgenommen hat. Und da stellt sich heraus, dass die quasi selber die Schuld waren. Der Präsident Trump hat Verfügung herausgelassen, die Hilfsgelder während der nächsten 90 Tage gestoppt hat. Und in dieser Zeit hat man herausfinden, welche Projekte man dann weiterhin unterstützen will und welche nicht. Und diesem Befehl hat sich jetzt diese Organisation widersetzt und versucht, hintendurch trotzdem Zahlungen abzuwickeln. Das hat die neue Regierung gemerkt und dann den DOGE-Leuten den Auftrag gegeben, diesen Schlawiner einmal ein bisschen genauer auf die Finger zu schauen. Und wie genau hat jetzt DOGE diese Missstände herausgefunden? Sie haben Datenanalysen gemacht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und forensischen Buchhaltungstechniken. Und so haben sie dann die verdächtigen Ausgaben herausgefunden. Sie sind also einfach dem Geld nach. Geld ist von hier nach da gegangen, von da nach da, von hier nach hier und von dort nach dort. Das Revolutionäre ist eben, dass wenn man eine klassische Revision hat, von Hand gemacht und so durch all die Buchhaltungen durch sich müssen kämpfen, wäre das Jahre gegangen. Und jetzt mit Computer, KI-Tools und Quantum Mapping ist das in wenigen Tagen möglich gewesen. Unglaublich.
Und so ist jetzt eben herausgekommen, dass da viel Geld verschwendet ist worden und für fragwürdige Zwecke sind missbraucht worden. Und was sagen jetzt die Beschuldigten dazu? Die Unterstützer von USAID sagen, diese Kritik sei unfair. Erstens sei USAID wichtig für die Welt. Sie helfen Menschen bei Krankheiten wie zum Beispiel AIDS, Malaria oder Tuberkulose. Ohne diese Projekte sterben Millionen von Menschen. Zweitens helfen USAID auch helfen, Leute aus der Armut zu führen. Und drittens sei USAID auch wichtig für die USA selber. Diese Projekte helfen, Demokratie zu sichern und die Interessen von Amerika zu fördern. Muss die Jäckchen anlegen, es ist gerade frisch geworden. Die Sonne geht doch, dann haben wir auch so eine Brise, die kommt. Und wie reagiert jetzt die Bevölkerung hier in Amerika auf die neuen Informationen? Für die meisten Amerikaner ist es absolut kein Problem, wenn man nach Katastrophen im Ausland helfen. Das ist völlig unproblematisch. Es wird erst dann kritisch, wenn im eigenen Land Sachen passieren, die noch nicht richtig bewältigt sind. Wie zum Beispiel nach der Flutkatastrophe, nach dem Hurricane Helene in North Carolina. Dort sind immer noch zahlreiche Leute notversorgt, haben noch kein Zuhause und leben in Zelt. Dann wird es dann irgendwann kritisch und nicht mehr verstanden, dass für scheinbar sinnlose Projekte Millionen von Dollar ins Ausland fließen. Was ist jetzt also schief gelaufen? So wie ich es verstehe, haben die Probleme dann angefangen, als sich der CIA, also der Geheimdienst, einmischen. Und die USAID hat missbraucht, um verdeckte Operationen durchzuführen. Der USAID wird vorgeworfen, dass ein umwerfend grosser Anteil an ihren Projekten, die sie finanzieren, nichts mit humanitärer Hilfe zu tun haben. Hier ein paar Beispiele von so umstrittenen Aktivitäten. Ein gutes Beispiel ist das Sansanio-Projekt, das die USAID eine Social-Media-Plattform entwickelt hat für Kuba und dann gesagt hat, das sei eine Twitter-Alternative. In Tat und Wahrheit war es aber ein CIA-Tool, um politische Unruhe zu stiften. Oder es hat eine Scheinimpfkampagne in Pakistan und unter diesem Deckmantel hat dann die CIA vor Ort Spionage betrieben. Dann wird der USAID auch vorgeworfen, dass sie in Zusammenarbeit mit der CIA für diverse Regimeumstürze gesorgt haben, wie zum Beispiel im 2014 in der Ukraine oder auch in Ägypten oder Venezuela. Dabei finanziert man NGOs und Medien, die dann für Unruhe sorgen und das den Weg ebnen, dass man dann im Idealfall pro-amerikanische Regierung installieren kann. Ich habe mir noch weitere so Projekte aufgeschrieben, ich habe mir nicht alles merken, wo die USAID verwickelt war, die nichts mit humanitärer Hilfe zu tun hatten. Zum Beispiel 20 Millionen für eine Sesamstrasse-TV-Show im Irak, 2 Millionen für den Töpferkurs in Marokko, 330 Millionen für afghanische Bauern, damit die weiter Poppy Seeds für Opium anpflanzen, 200 Millionen für einen nie fertiggestellten Staudamm in Afghanistan, 250 Millionen für eine Strasse in Afghanistan, die nie benutzt wurde. Dann der Hammer, 53 Millionen für die Corona-Forschung im Wuhan-Labor. Das sind die also direkt finanziell Unterstützer der Entwicklung von dem grossen Zeug, das wir hier hatten. Dann haben sie unterstützt den regierungskritischen Protest in Jordanien und in Serbien. Sie haben 1,4 Milliarden Bargeld an Iran geschickt. 1 Milliarde Dollar ist nach Afghanistan gegangen und ein Teil von diesem Geld soll beim erklärten Find von den USA, den Taliban, gelandet sein. 43 Millionen sind an eine Tankstelle gegangen in Afghanistan und dann haben die weiter Geld ausgeben für DEI-Projekte, zum Beispiel eine Transgender-Oper in Kolumbien oder eine Transgender-Stipendien in Burma. Dann hat es aber auch umstrittene Ausgaben innerhalb von Amerika selber gehabt. Zum Beispiel 27 Millionen für politische Aktivisten von der linksextremen Szene. Oder Finanzierung von NGOs in den USA, die progressive linke Medien haben unterstützt. Das bedeutet, dass Steuergelder sind benutzt worden, für Medien zu zahlen, damit die dann für eine bestimmte politische Agenda Berichte fabriziert. Inzwischen scheint gesichert, dass
grosse News-Organisationen, wie zum Beispiel Politico, aber auch BBC oder New York Times, direkt Steuergelder haben bekommen. Ich habe gemacht, was ich in solchen Situationen immer mache, bei meinen Nachbarn gefragt. Und er hat mir dann erklärt, dass immer, wenn die Regierung ein gewisses Event in einem Licht darstellen, haben die eine Zeitung, die sie unterstützt haben durch USAID, beauftragt, zum Beispiel negativ über die Lastwagenproteste in Kanada zu berichten. Und dann haben das Fernsehstationen aufgegriffen, wie CNN oder andere, und haben sich dann auf die Quellen beziehen. Und das ist auch der Grund, warum das bei gewissen Themen alle irgendwie gleichgeschaltet berichtet haben. New York Times getting paid. New York Times überkommt Köln, Politico überkommt Köln, Billy Crystal, der ewige Kriegshetzer, überkommt Köln. In der Ukraine 11 von 12 Publikationen werden gezahlt von der USAID. Viktor Orbán, der ungarische Premierminister, hat gesagt, dass seine politische Opposition von der USAID finanziert wird. In Polen wird die linke politische Opposition von USAID finanziert. Und das hört einfach nicht mehr auf. Zum Beispiel auch die BBC in England. Jede linke Organisation weltweit scheint von diesem Bestechungsfonds bei USAID gesponsert zu werden. USAID gibt etwa 50 Milliarden Dollar pro Jahr aus. Das sind 1 Milliarde Dollar pro Woche. Das ist richtig viel Geld. Es ist im Grunde genommen Geld, das von Washington kommt und all die Leute finanziert, vielleicht nicht einmal nur in den USA, sondern weltweit. Man fragt sich also, wie gross die Unterstützung der Bevölkerung für eine extrem linke Politik überhaupt ist. For these left-wing policies all over the world. Und hier mein Fazit. Der Aufschrei von einzelnen Politikern ist riesengroß. Und ich als ehemaliger Badmeister und Velomech habe ja eigentlich von Politik keine Ahnung. Aber wenn jemand einen Missbrauch aufdeckt und dann die Politiker sich nicht aufregen über den Missbrauch, sondern über den, der den Missbrauch hat aufdeckt, und jetzt sei die Demokratie Gefahr, dann finde ich das komisch. Und es gibt doch ein Sprichwort, das sagt, dass das Schaf in der Herde am lautesten mögt, das man breicht mit dem Steckli. Der Trump will jetzt als Konsequenz die ganze Behörde USAID abschaffen. Er hat gesagt, in diesem ganzen Haufen gäbe es sicher ein paar positive Projekte und die wird er auch weiter unterstützen. Aber für diese paar Projekte braucht es kein eigenes Ministerium, sondern das können ganz gut das Staatssekretariat abdecken. Währenddem, dass die auf dem politischen Spektrum, die Gelder haben bekommen, noch ein bisschen täupeln, nehmen die anderen bereits Briefkastenbeschriftungen ab. Von diesen 10'000 Angestellten sind noch etwa 600 Stellen übrig und diverse Quellen sagen sogar, dass nur noch etwa 300 Angestellte bleiben können. Als neueste Entwicklung hat der Trump seine Tauschtruppen erneut wieder losgeschickt. Das Mal hat er sie hinter das Department für Education, also das Departement für Ausbildung und Schulen geschickt. Und auch da erwartet man die eine oder andere Enthüllung. Zieht dieser Skandal jetzt auch Fäden bis in die Schweiz? Wie ich im letzten Video berichtet habe, haben diverse Hilfswerke bereits Kürzungen vornehmen. So berichtet das Hilfswerk der evangelischen Kirchen in der Schweiz, dass sie bis zu 100 Stellen haben müssen streichen. Und der DESOM meldet, dass sie 440 Arbeitsplätze in 9 Ländern müssen abbauen müssen. Betreffend Zahlungen für Propaganda in der Schweiz, da habe ich nichts Konkretes gehört oder gelesen. Also ob jetzt da USAID-Gelder auch an Schweizer Medien geflossen sind. Das wäre sicher spannend, dem mal ein bisschen nachzugehen, wie unabhängig Schweizer Medien tatsächlich sind. Da nehme ich aber einfach noch zu wenig drum da. Voilà, dann haben wir, glaube ich, alles abgedeckt für heute. Merci fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße ins Gwatt, Steffisburg, Heimberg, Holinden, Solothurn West, Tessin, Muscle Bay, Südafrika und São Paulo, Brasilien. Alles Ortschaften, von wo ich Grüße bekommen habe. Hat mich natürlich mega gefreut, um zu sehen, von wo ihr überall zuschaut. Also, bye bye aus Kalifornien, bis zum nächsten Mal. Tschüss.